Zu Beginn dieser Serie haben wir die Geschichte der Kindertransporte kennengelernt. Zwischen 1938 und 1939 verließen tausende jüdische Kinder das nationalsozialistische Deutschland, um nach Großbritannien zu gelangen. Für viele von ihnen war der Grenzbahnhof Herbestal der letzte Kontakt zu ihrem Heimatland. Heute erinnert eine Gedenkstätte an diesen Moment der Hoffnung. Sie symbolisiert den Mut dieser Kinder, aber auch den Mut der Frauen und Männer, die ihre Rettung ermöglicht haben. Leider wurde dieses Denkmal vor einigen Wochen beschädigt. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Interviews waren die Motive der Täter noch nicht eindeutig geklärt. Was auch immer die Gründe sein mögen, dieses Ereignis erinnert daran, dass Gedenkstätten nach wie vor gefährdet sind und geschützt werden müssen. Um die Bedeutung dieses Denkmals, seine Wichtigkeit für unsere Region und die Herausforderung zu erklären, die die Weitergabe dieser Erinnerung heute mit sich bringt, habe ich mich mit Herrn Roger Franzen getroffen. Ich lade Sie ein, seinen Bericht zu entdecken. Einen schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Doc von Limburg. Ich habe heute Herr Roger Franzen zu Gast. Herr Roger Franzen ist ein ehemaliger Chef der Gemeinde Lonzen und er hat sich dafür sehr eingesetzt, damit das Denkmal im Bahnhof von Herbestal installiert wurde. Herr Franzen, einen schönen guten Tag und danke für dieses Interview. Guten Tag. Herr Franzen, was bedeutet für Sie dieses Denkmal am Bahnhof von Lonzen über die Kindertransporte? Warum war es für Sie so wichtig, dieses Denkmal zu installieren zu lassen? Alles, was historisch ist, verdient nicht unbedingt ein Denken. Aber hier hat man es zu tun mit einer ganz besonderen Seite der Geschichte dieses Bahnhofs. Viele wissen nicht, dass vor dem Krieg, Ende 38 bis Mitte 39, Tausende, ca. 20.000 Kinder, jüdische Kinder aus Deutschland, aus Nazi-Deutschland flüchten konnten. Organisiert war das Ganze, fast ein Export von Kindern unter 14 Jahren, die dann Nazi-Deutschland verlassen konnten. Die wurden aufgegeben von ihren Eltern, die es lieber sahen, dass ihre Kinder neue Familien bekamen, als in diesem Regime des Nazismus zu leben. Sie wurden per Schiff, per Flugzeug oder anders wie aus Deutschland transportiert. Und so kamen ca. 12 Transporte, Kindertransporte im Bahnhof von Herbestal an, in dieser Periode von Ende 38 bis Mitte 39 mit ca. 1000 Kindern, alle unter 14 Jahre, die so aus dem Land flüchten konnten, dann und in Belgien, Brüssel, in Antwerpen und sehr viele in England in anderen Familien oder Einrichtungen aufgenommen wurden. Das war eine Heldentat, diese Kinder aufzugeben seitens der Eltern und von anderen diese Transporte zu organisieren. Diese Kinder hatten, für viele zumindest, hatten selber Kinder, Enkelkinder und haben dafür gesorgt, dass das nicht das Ende war dieser Generation. Und diese Seite der Geschichte, die uns vollständig unbekannt war, völlig unbekannt war, die wollten wir nicht nur filmen, etwas zu beschreiben, aber auch ein Monument, ein Denkmal vor Ort installieren, damit jeder, der an dieser Stelle am Ravel entlang sieht, was dort geschehen ist in diesen Monaten vor dem Zweiten Weltkrieg.
Vor kurzem ist dieses Denkmal zerstört worden, mutwillig. Welches war Ihre persönliche Reaktion auf diese Zerstörung? Ein Teil des Denkmals wurde zerstört. Einer der Figuren sind ja 4 Kinder. Eins wurde umgeworfen und effektiv relativ böse beschädigt. Die Gemeinde prüft jetzt, inwiefern es restauriert werden kann. Meine erste Reaktion war Wut und Traurigkeit. Ich war sehr traurig, dass man nicht früher Kameras dort installiert hat, um beobachten zu können, was da geschieht. Es ist ja das 2. Mal, dass es passiert. Das erste Mal war vor einigen Jahren. Traurigkeit. Aber die Wut war zu sehen, dass nichts mehr heilig ist, nichts mehr tabu ist. Auch solche Denkmäler werden heute zerstört. War es purer Vandalismus, war es Dummheit, war es Wut oder war es schlimmer noch eine rassistisch oder politisch motivierte Tat? Wir wissen es nicht. Ich will auch nichts als Hypothese da am Tisch legen. Es ist sowieso skandalös, es ist sowieso schrecklich. Das Weshalb, wieso, werden wir vielleicht nie erfahren. Also wir hatten vor der Aufnahme dieses Video schon darüber gesprochen. Ich war mir der Ansicht, es könnte sich hier nur um eine antisemitische Akt handeln. Sie haben mir gesagt, Achtung Alain, sei vorsichtig. Wir wissen noch nicht, was hier passiert ist. Und wie kommen Sie auf diese Idee, darauf, dass es nicht unbedingt ein antisemitischer Akt sein könnte? Man spricht sehr schnell von Antisemitismus oder von Rassismus bei gleich welcher Tat. Und man dient der Sache nicht, indem man sagt, es ist Antisemitismus und es vielleicht nicht der Fall ist. Es kann ebenso gut purer Vandalismus sein, eine Tat, die unerklärlich ist, die verzeihlich ist, aber es muss nicht unbedingt politisch motiviert sein. Und wenn es eines Tages rauskäme, dass es purer Vandalismus ist, und man hätte dann von Antisemitismus gesprochen, würde es eigentlich nicht helfen, Antisemitismus wirklich zu bekämpfen. Danke. Wieso ist es Ihrer Meinung nach so wichtig, solche Gedenkstätte zu schützen? Weil die Geschichte die Gegenwart nährt. Wir kennen unsere Welt nur, wenn wir auch wissen, was vorher geschehen ist, was in unserer Gegend passiert ist, weshalb es da einen Bahnhof Hermestal gab, weshalb dort so vieles geschehen ist, aber auch solche Seiten der Geschichten. Ein Teil der lokalen Geschichte wird eigentlich zum Teil der Weltgeschichte und der großen Geschichte des Krieges und des Pogroms und des Holocaust. Eine Mini-Seite, aber die vieles sagt über den Zeitgeist. Die zeigt, diese Seite, dass Menschen gehandelt haben, Nazis, andere reagiert haben. Familien verzweifelt ihre eigenen Kinder abgegeben haben, in der Hoffnung, dass sie in einer besseren Welt leben konnten. Das sind alles wichtige Elemente, auch in 2026 für unsere Menschen, unsere Kinder, unsere Enkelkinder und für die Nachwelt. Danke. Ihrer Meinung nach, kennen die Menschen unserer Generation, und besonders die Jugendlichen, diese Geschichte ausreichend oder haben sie überhaupt keine Ahnung von dem, was geschehen ist? Geschichte ist im Allgemeinen Sache für eine Minderheit. Es sei, dass es sehr pädagogisch gebracht wird. Es gibt Fernsehsendungen, die das fantastisch machen. Gerade solche Themen muss man sehr pädagogisch erklären, vielleicht kurz, aber dann sagen wir, das ist doch passiert. Deshalb ist es wichtig. Viele wissen es nicht, aber ich denke doch, dass mehr Leute es durch diesen Moment, durch die Presseartikel, durch die Berichte, die es gegeben hat, wissen, dass es Kindertransporte gegeben hat in der Periode 38, 39, dass diese Seite nicht von den
mit allen Menschen bekannt ist, das ist mir klar. Aber das ist eben so mit allen historischen Themen. Wenn Sie jetzt, Herr Franzen, den Bevölkerung unserer Region und besonders den Jugendlichen eine Nachricht hinterlassen möchten, eine Nachricht, welches wäre es? Jeder Mensch hat Wurzeln. Wir haben unsere Wurzeln in dieser Gegend hier. In der Gemeinde Lonzen, in Ostbelgien, im Herzogtum Limburg, diesem Vaterland, wo wir leben. Und wenn man diese Wurzeln pflegen will, dann muss man sich für die Geschichte vor Ort, aber auch für die große Geschichte interessieren, auch wenn es nicht unbedingt jedermanns Sache ist, aber es ist wichtig, dass man auch diese Geschichte jungen Menschen rüberbringt in den Schulen, über Presse, über Plakate vor Ort. Das ist die Geschichte den Menschen näher bringen im täglichen Leben. Letzte Frage, Herr Franzen. Wenn Sie in einem einzigen Satz diese eine Geschichte zusammenfassen könnten, welches wäre dieser Satz? Es gibt das absolute Böse in dieser Welt. Es gab es in dieser Zeit der Holocaust und alles, was da gespielt hat, ist das absolute Böse. Aber wir sehen es heute auch noch in der Welt. Aber neben dem absoluten Böse gibt es auch das absolut Gute. Menschen sind in der Lage, absolut zu sein, damals und heute. Und das muss uns optimistisch stimmen. Herr Franzen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview und danke sehr. Danke, Herr Roos. Eine Fortsetzung dieser Episode folgt sehr bald. Wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat oder wenn Sie sie nützlich und gut gemacht finden, denken Sie daran, sich an Doc von Limburg zu abonnieren, dem Kanal treu zu bleiben, anderen davon zu erzählen und die Videos zu teilen. Viele weitere Videos und Serien kommen sehr bald.